Herzlich willkommen zum diesjährigen Jahresrückblick 2024. Da ist ja mittlerweile ein obligates Format, wo ich einmal Ende oder Anfangs vom neuen Jahr da rasch noch ein Video zusammenbröseln, irgendwie ein bisschen etwas zusammenlabern und rasch Revue passieren lassen, was haben wir gemacht auf dem Kanal letztes Jahr, was haben wir nicht gemacht. Da wäre noch die Einblendung vom vorletzten Jahr. Dann kommt die Einblendung jetzt von dem Jahr. Ein paar Abonnenten sind neu dazugekommen, somit auch der obligate Dank natürlich jedes Jahr wieder an alle Abonnenten, Kommentarschreiber und Like-Button drücken. Dann würden wir eigentlich gleich mal rasch anfangen mit den Spielen, die ich irgendwie Let's Plays oder Let's Shows oder irgendwie Spiele für Gelegenheitsspielerinnen gemacht habe oder so. Und das Kururin hat eigentlich den Anfang gemacht. Das ist ein GBA-Spiel, wo in der Switch Online-Bibliothek mittlerweile verfügbar war. Und ich habe glaube einfach Anfangsjahr ein Video gebraucht, weil ich gar keine Idee hatte. Darum habe ich da kurz angespielt. Nachher habe ich ein grösseres Spiel in Angriff genommen, ja, für ein Schlusszeichen, das Fable von der Xbox. Und da war das erste Xbox-Spiel, das ich eigentlich ein Let's Play gemacht habe auf dem Kanal. Nachher habe ich parallel noch Wayne on Your Parade aufgezogen. Das ist ein kleines Indie-Spiel, aber quasi im Short-Format mit Kurzfolgen. Und das Ganze habe ich dann eigentlich nachher jetzt mit dem neuesten Projekt, das ich dran bin, mit dem Captain Toads Treasure Tracker einmal so weitergezogen. Da wären die Spiele gewesen, die im aktuellen normalen Let's Play reinlaufen. Dann habe ich aber noch ein paar Livestreams angefangen zu machen, wo ich eigentlich mal möchte fürs neue Jahr ein bisschen mehr verfolgen. Und zwar haben wir Super Mario Odyssey mal noch mehr oder weniger durchgespielt, halt nicht komplett, aber zumindest mit dem letzten offiziellen Level auf der stockfinsteren Seite des Mondes oder so, wie es heisst. Dann habe ich auch noch zwischendrin noch das Princess Peach Showtime live gestreamt. Und hat mir eigentlich so noch Spaß gemacht. Darum habe ich auch die letzte Folge, oder eine von der letzten Folgen, die jetzt im letzten Jahr noch gekommen sind, ist Zelda Echoes of Wisdom gewesen, wo ich auch hoffe, dass ich irgendwie oder wo ich gehofft habe, dass ich über das Jahresende ein bisschen Zeit habe zum Streamen. Habe bis jetzt erst einen Stream gemacht, bin leider noch nicht groß dazugekommen, aber es könnte durchaus sein, dass an dem Tag, wo ich das Video aufbringe oder auflade, vielleicht noch Zeit habe zum Zelda Echoes of Wisdom spielen. So, dann ihr merkt schon, ich hoffe, dass ich One-Take machen kann und nicht allzu viel schneiden oder etwas anderes reinreden. Was nicht so gut gelaufen ist, ich habe eigentlich gesagt, ich mache mal noch Meinungsvideos zum Gaming allgemein oder so. Ich habe da mal ein paar Scripts geschrieben, aber ja, alles wieder verworfen. Ich glaube, ich müsste da auch mal spontan etwas machen, habe ich auch schon angesprochen. Ich möchte jetzt für dieses Jahr nichts versprechen, weil ich habe das Versprechen ja bis jetzt schon nicht gehalten. Dann Shorts hoffe ich auch, dass ich wieder ein bisschen fleissiger dazu komme, um irgendwelche mal was anderes Shorts zu machen und aufzuladen. Möchte aber auch nicht zu viel versprechen und dann weiß ich eigentlich schon gar nicht mehr, was das soll labern. Darum würde ich sagen, das wäre eine relativ kurze Sache gewesen da. Ich möchte euch allen natürlich ein wunderschönes, gutes neues Jahr wünschen und ich hoffe, ihr habt schöne Festtage mit der Family. Und nochmal vielen Dank für jedes Abo, jedes geschaute oder gelaste Video und natürlich auch für jeden geschriebenen Kommentar. Somit hoffen wir auf ein erfolgreiches 2025. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.